Also mein Name ist Anita Runinger. Ich bin 79 und die Ausbildung habe ich gemacht als Sozialarbeiterin. Aber ich bin dann eben nachher habe ich eigentlich viel auch andere Sachen geschafft, was Gott mir dann zugemutet hat. Wenn ich mir das überlege, muss ich sagen, das Wichtigste ist eigentlich der Anfang. Ich habe mit 26 dann eine Entscheidung getroffen, weil ich gewusst habe, ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Obwohl mein Leben nicht gerade völlig aus dem Ruder gelaufen war. Und ich habe auch gewusst, ich bin ein Sünder und ich brauche eine Erlösung. Und das habe ich gewusst, dass Jesus ja gestorben ist für das. Und dann habe ich das angenommen. Und das ist eigentlich für mich dann der Start in ein neues Leben und ins Christsein. Ja, Gott hat mein Leben verändert. Und er hat ziemlich viel Arbeit mit mir. Ich bin eigentlich von Natur aus eher ein Mensch, der im Vordergrund steht, ein bisschen dominant ist, sage ich jetzt einmal. Ich bin kein geduldiger Mensch und Gott hat mich, ich nehme jetzt nur diese zwei Sachen mal raus, hat mich in diesen zwei Sachen in unwahrscheinlicher Geduld und Liebe einfach immer wieder zurückgeführt. Und eigentlich bin ich heute noch dran an diesen Sachen. Und er hat mich eben zu einem geduldigeren Mensch gemacht. Ich muss auch nicht mehr immer im Vordergrund stehen. Ich muss auch nicht mehr immer alle Antworten haben, was ich früher ganz schnell hatte. Ich will ja ein Wegweiser sein für Jesus sein und einen positiven Einfluss haben. Dann muss ich mich immer wieder in Frage stellen. Und einfach wieder zurück zu Gott gehen und eben immer wieder die Veränderung, die Entscheidung treffen, dass er mich verändern darf. Das ist ja das Ziel eigentlich, dass wir mündig werden im Glauben. Und ich hatte am Anfang viele Freunde, die sehr entschieden den Weg gegangen sind. Und eigentlich, bevor ich meine Entscheidung getroffen habe, habe ich schon gewusst, was denen wichtig ist im Leben und was dann auch für mich wichtig ist im Leben als Christ. Und das Erste war mir klar, ich muss das Wort Gottes lesen. Und das Zweite ist mir dann klar, ich muss auch ein bisschen darüber nachdenken, was heisst das für mich persönlich, was heisst das für meinen Alltag und dann auch mit Gott reden. Also das wäre dann das Gebet. Und dann haben sie mich von Anfang an mitgenommen in eine Gemeinde. Und also auch Gemeinschaft ist wichtig gewesen. Ist immer noch wichtig für mich. Gemeinschaft. Und diese 3 Punkte haben mir geholfen, dass ich eben einfach auch ein Stück weiter mündiger werden, also wachsen im Glauben. Und in der Gemeinschaft erleben wir ja Ermutigung und auch Korrektur, Ermahnung, Korrektur. Auch, ich erinnere mich an ein Beispiel. Ich habe Jungschar gemacht, wir waren im Lager und dann hat mir ein 17-Jähriger, aber ich bin da schon Ende 30er Jahre, hat mir gesagt, was nicht gut ist. Und das hat mich also gemobst. Und dann musste ich sagen, so, jetzt abschrauben, jetzt musst du zuerst mit Gott darüber reden. Und dann musste ich sagen, jawohl, er hat schon recht. Und ob jetzt der 15 Jahre jünger ist als ich, muss ich einfach das auch annehmen. Also die grösste Herausforderung ist und bleibt mir im Zusammenleben mit anderen Menschen. Also ich habe gesagt, ich war eher ein dominanter Mensch. Mir ist es klar, dass nicht alle Menschen Hurra rufen, wenn sie mich kennenlernen. Weil ich rufe auch nicht Hurra bei jedem, den ich sehe. Und mir hat Gott immer wieder Menschen über den Weg geschickt, wo wie ein Schleifstein sind für mich. Und mir ist der eine Vers aus der Bibel, dass wir den anderen höher achten als uns selber. Also das geht mir schon über Jahre immer wieder nach. Und also ob es jetzt in der Kleingruppe sei, ob es in der Familie sei, also ich bin jetzt so pensioniert, ich habe keinen Arbeitsplatz mehr, aber ich habe sonst noch eben Verantwortungen, die ich wahrnehme. Und dann den anderen höher zu achten als mich selber. Das denke ich, das ist etwas, was sehr wichtig ist für mich. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig.